Voilà, schöne gute Morgen alle gut zusammen. Für uns ziemlich genau 10 Monate haben wir den heutigen Rapport vorgestellt für die Chiffre 2012. Heute stellen wir den für die Chiffre 2013 vor. Wir stellen einen Bericht vor von der katholischen Kirche und wir stellen vor mit einer Equipe von neuen Gesichtern. Madame Reuter, sie ist die Ökonom Generale Dienterin und sie hat mit ihrer Equipe die Zahlen vorbereitet, die wir hier vorstellen. Den Herr Henzig ist selbst wie auch letztes Jahr dabei, weil PwC die Konten auditiert hat. Und neben mir sitzt der Direktor Jean Ehret, den Chef vom Centre Jean 23, weil die Administration neu abgeholt ist an den Rapport für die Chiffre, sie ist Partie 2 an diesem Rapport. Am Centre Jean 23 haben wir die Konten des Jahr selbst wie am Bistum auch nur den Regeln von der Société Commerciale geprüft und aufgestellt. Ich darf mich darüber hinaus Madame Werner vorstellen. Sie ist Koordinatrice vom Service diocésain de la Pastorale, den Herr Jean-Louis Zeyen, den Responsable aus dem Schulreferat, und den Christian Decou, der Generalsekretär von der Diözese. Voilà. Den ersten Teil vom Rapport stelle ich euch selber vor, dass den Teil, wo das Bistum nach ein Jahr die konnte vorlegt, selbst wie das letzte Jahr. Und wenn ihr den Rapport abschwut, da seht ihr, dass den eine Partie tut. Und wenn ihr dann weiter guckt, bei den Buchstaben A bis E, das sind die verschiedenen Aktivitäten, wo das Bistum als Entité juridique dann noch die Verantwortung dafür hat. Dabei sind A bis C die Aktivitäten, die wir als Bistum selber mit unserem Personal an mit dem Ministre du Culte, die Lützburger Stadt via Konvention finanziert, machen. Die Ministre du Culte, die auch am Moment an der Diskussion sind, als eine Institution, die darauf zurückgeht, dass die Lützburger Stadt über den Artikel 106 aus der Konstitution via Konvention die katholische Kirche mit dem aufgeschlossen 1991 an diesem Moment exekutiert. Dabei kommen 227 Enseignants de Religion an 79 Chargés de Cours für den Religionsunterricht an der Grundschule zu assurieren. Beim Bistum selber sind dann nach ein Jahr 57 Leute in einem privaten Arbeitsvertrag umgestellt. Wenn er davon D an E guckt, Gestion patrimoniale und Aktivität Media, da gehen ich heute nicht groß drauf an, das sind also alle guten die Aktivitäten, die das Bistum via die Société Commerciale, sie wird Saint-Paul Lützeburg oder Lafayette, respektive Société Maria Rheinsheim, durchfeiert. Alle guten des Aktivitäten von A bis E sind dann auch logischerweise das, was an dem Bilan konsolidé von dem Erzbistum durchgestellt wird. Und letztes Jahr wird früher schon gestaltet gehen, für was die Kirchenfabriken oder Dürden nicht auch an dem Bilan konsolidé von dem Bistum drauf wären, denn was bleibt evidenterweise dieselbe. Wir können inner dem Bistum als Entité juridique just das konsolidieren, was dem Bistum gehört, wo wir also auch Zuen und Verantwortung haben. Und das ist weder der Fall bei den Kirchenfabriken noch also der Fall bei den Ordensgemeinschaften. Ein Beispiel für zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, fand am Centre Jean 23, den eben auch eine eigene Entité juridique ist und dafür sein Bilan an dem Rapport von der Diözese vorstellt. Du musst deutlich, wer die kann konsolidieren und wer die nicht kann konsolidieren, weil das Seminär gehört sich an dem Sinn als Centre Jean 23 selber, das eine eigenständige Person drin.
Voilà, dat zu denen Punkten, wann ich dann op Choraktivitäten vun dem Bistum selber agin, da sind die Choraktivitäten evidenterweise mulfircht pastoral an de Poren oder den Unterricht an der Schule gehalleget, nur eng Programm, den der Bischof dem Minister zur Autorisation vierlädt. Kirch das nicht einfach eine Verwaltung oder eine Institution, sie ist Gemeinschaft von den Menschen, die Jesus Christus leben, also sich für seine Ideen, sein Handeln aktiv an der Gesellschaft ersetzen. Ich kann vielleicht Beispiele aus dem Sport gebrauchen, das ja im Moment wenn in die verschiedenen Sportevenementen, sie wird am Football, sie wird am Velofahren guckt. Velofahren oder Footballspiele sind Sportarten, die viele Leute begeistern, weil sie viele Leute zugänglich sind. Und es ist sicher Fried für Velo zu fahren, allein oder mit anderen. Den Tour de France und ein bisschen noch den Tour de Lützeburg organisiert die Fried Velofahren für Zyklisten und aber auch für Spektateuren. Für den, der just nur guckt, und da könnte ich da auf die Champs-Élysées oder dann gucken gehen, die gesagt, just den Tour de France ein Jahr kurz für ein paar Sekunden lernst flitzen, auch für drunter hat eine Karawane publicitär, die da schon einen Eindruck auf gemerkt hat. Das, was ihn da gesagt als nicht die Fried Velofahren oder den Equipe gießt, wie war die gesagt, dass das die Organisation vom Tour, hat gesagt, in den Tour. So als doch mit der Kirche. Wir stellen jetzt heute die Organisation, die Institutionen für mit Leben von den Christen an den christlichen Gemeinschaften, was das wesentlich ist. Das muss in Hai mit herandenken, sonst verpassen wir das, um was der Wirklichkeit geht. Wenn's dem christlichen Leben, wenn's der Unterstützung von diesen gibt es Pastoralservice, die bis an Poren an der Basis ihrer wirken. Was das letztes Jahr Spezielles an dem Domain von der Pastoral geschieht. Ich will just den Highlight auf hier von den Erzbischof mit den 274 Jugendlichen zusammen auf Rio gegangen, also auf die Weltjugendtag. Sie haben da einer Jungleute begegnet, die ob der sich nur ihren Glauben an ihrem Glauben waren. Sie konnten die Erfahrung machen, dass sie nicht allein sind, die leben, sind eine Weltkirche kennengelernt, auf der Platz können erleben, und auch Döno, hier zu Lützeburg, der Leben weiterfeiern an ihre Peergruppen mit anderen Jugendlichen zusammen. Auch an unseren Poren ist ganz viel geschieht. Die Leute auf der Basis sind konfrontiert mit dem Mangel an Priester, an den hauptamtlichen Laien, die ihnen an ihrem Glauben weiterhelfen. Wir denken dürfen zusammen über neue Perimetern, an neue Methoden, wie in den Glauben haut, mehr missionarisch kann leben, an einem Lützeburg, das sich von Grund auf verändert wird. Die Kirche ist immer nach von den wichtigsten Akteuren heute zu Lützeburg, wenn es um Kohäsion soziale geht. Sie ist per Definition ob für alle Menschen. Sie kennt keinen Ausländer, sie kennt keinen Klang oder dichtes Leid, weil für Herrgott sind Leute alle Gute gleich. Wir können dafür auch als Gleicher, wir suchen als Brüder und als Schwestern, untereinander und miteinander kooperieren. Die Archdiözese se konvertieren au Christ als weiteren Ustoß gewesen, für das Leben von den Christen auf das Wesentliche zu Lützeburg zu konzentrieren. Jeder Einzelne kann sich als Christ bei sich, an seinen Klängen oder größeren Gemeinschaften, an den Familien oder an den Poren zu mehr spiritueller Tiefe und zu gläubiger Gelassenheit beitragen. Da will ich noch auf den Evenement von der Gründung vom Service la Pastoral am Anfang vom Jahr 2013 hinweisen, was der weitere Beleg ist, für das ein Abbruch an der Lützeburger Kirche kommt, organisiert gehen. Die transversalen Angebote von Jugendpastoral, Bibelpastoral oder Familienpastoral goufen neu an de Pore selber verankert, und von einem Referent an dem Service la Pastoral begleitet. Die sieht also, dass vieles an der Kirche von Lützeburger Bewegung,
An den neuen politische Kontext vom Hirchtwander 2013 bringt Orwell nach enke Bewegung vubausen mat ran. Ha gëtt an den nächsten Mainint an darüber wird man sicher nach kënne schwätzen, drüber no gedurcht Weltverhältnisse, Religionen a Staat weitergin. Wir zielen op eng net feindlich Trennung, wir setzen op eng sinnvoll an effizient Kollaboration, wo die Staat singen Aufgaben der Verpflichtungen no kennt, a wo selbstverständlich Religionen op der einer Seite auch hierieren Verpflichtungen an Aufgaben no kommen, weil Religion as so bekanntlich keng privat Ugelegenheet. Wenn wir haut op Zwille gucken, die man am Reuterlo wert 4 Stelle für de Bilan konsolidé vom Erzbistum, da kann ihn am Vergleich vom letzten Jahr wohl von einer gewissen Entspannung schwätzen auf der wirtschaftlicher Seite. Den ordinären Defizit vom gesamten Gruppe geht von 4,2 auf 1,8 Millionen Ruf. Op der Schuldeseite leimer awer nach op der Schuldeseite lemer awer nach enke 1 Million Drpp an dummer de Klimmtschuld vun 54 Millionen Lächtjuer weiter op 55 Millionen. Dat war eng Verbesserung, mit Richtung stimmt nach net ganz. Wir müssen also weiter Anstrengungen machen, fir die ökonomisch Seite vun der Kirche fit zu machen. Und dafür will ich auch auf dieser Platz all denen Merci sagen, die an den verschiedenen Institutionen mit dazu beigetragen haben, dass der Bericht von der Kirche gelesen und gemerkt gehen und man am Reuterstelle durch Zahlen vier aus dem Bericht gefunden auf der Seite 43 folgend. Ja, das wird euch Mikro. Ja. Von nicht stehen, mache ich meine Präsentation en français, das ist einfach für mich. Und geht mich schnell. C'est la deuxième année consécutive où l'archevêché présente ses comptes consolidés au grand public. Il faut rappeler qu'il s'agit là d'une initiative tout à fait volontaire voulue par l'archevêque dans un but de transparence, comme l'archevêché n'a pas d'obligation d'établir des comptes consolidés et de publier ses comptes annuels non plus d'ailleurs. Les comptes consolidés reprennent le résultat financier de l'ensemble des opérations menées par le groupe archevêché en 2013, ainsi que l'ensemble du patrimoine au niveau du bilan. Les dépenses qui sont liées aux activités du domaine pastoral, qui est la mission principale de l'Église et qui sont menées par l'archevêché, et les dépenses en relation avec l'administration diocésaine sont en partie compensées par le résultat des activités économiques provenant de la gestion du patrimoine immobilier qui s'exerce au travers des sociétés Lafayette et Maria Reinsheim et par le résultat des activités du groupe Média. Je dis en partie seulement, puisque vous avez entendu, M. Gillen a bien précisé qu'on est passé d'une perte courante de 4,2 à une perte de 1,8 cette année. La perte totale de l'exercice est de 1,9 si on la compare par rapport à l'exercice 2012 qui était un exercice où beaucoup d'éléments exceptionnels intervenaient. On avait une perte l'année dernière de 50,5 millions. Mais il y avait des charges exceptionnelles et des produits exceptionnels qui ont expliqué la différence. Cette année, malgré une baisse du chiffre d'affaires consolidé de 5,4 millions, puisque le chiffre d'affaires est passé de 73,6 millions en 2012 à 68,2 millions en 2013, le déficit a pu être freiné. Et si ce déficit a pu être freiné, c'est en raison des efforts de restructuration entrepris et de réduction des coûts, et plus particulièrement des frais de personnel de Saint-Paul-Luxembourg SA. On doit ajouter à cela une légère augmentation des recettes liées aux activités de location. En 2013, si vous regardez le détail des charges, les frais de personnel représentent encore presque 50% de l'ensemble des charges, y compris les amortissements. Le total des avoirs de l'archevêché s'élève à 157,7 millions. C'est le total du bilan que vous retrouvez à la page 52. Et là-dedans se retrouvent des terrains et des constructions pour 137 millions.
Le total des dettes s'élève au 31 décembre 2013 à 55,6 millions contre 54,8 millions en 2012. Mes chiffres sont un tout petit peu plus précis que ceux de M. Dillon. Et là-dedans, vous avez des dettes bancaires de 15,5 millions, des dettes envers des organismes proches de l'Église de 12,9 millions et des impôts différés de 15,9 millions. Les autres postes du passif qui font la différence représentent les intérêts minoritaires. Ce sont des intérêts de parties tierces dans des sociétés où l'archevêché est également actionnaire, les provisions pour risques et charges, 2,8 millions, des fonds dédiés à certaines activités, 4,3 millions, et des produits encaissés d'avance pour 2,7 millions. Les fonds propres, qui représentent la différence entre les avoirs et les dettes, plus les provisions et les produits à reporter et les intérêts minoritaires, ces fonds propres s'élèvent au 31 décembre à 90 millions contre 92,3 millions en 2012. Donc on consomme toujours notre fortune. De nombreuses mesures ont été prises pour redresser la situation financière. Je ne peux pas les citer toutes ici, mais en tout cas, ce qui a été important est la mise en place d'une comptabilité analytique et d'un contrôle budgétaire strict. Et je peux encore citer la responsabilisation de tous les services. On voit que l'orientation prise est la bonne et que les efforts portent leurs fruits. En conclusion, l'archevêché, pour continuer à remplir sa mission à long terme, devra au minimum réussir à équilibrer ses comptes consolidés, et ça ne sera possible qu'en trouvant des sources de financement alternatives et en devenant plus entrepreneurial dans ses activités économiques et de gestion de son patrimoine. Parce que les activités liées à la pastorale ne sont pas génératrices de revenus en soi. Voilà, merci für die Vorstellung. Wir sind dann nur an Partie Nummer 2 aus dem Bericht von dem Direktor, den Herr Jean Ehret, als Aktivitäten vom Centre Jean 23 wird vorstellen. Und Jutta hat einen Bericht von der Seite 73. Bonjour, mein Name ist Jean Ehret. Seit dem 15. Oktober 2013 bin ich Direktor vom Centre Jean 23 Grand Séminaire de Luxembourg. An der vergangenen Monat konnte ich auf dem weiterschaffen, was meine Vorgänger aufgebaut hatten. Hinnen dem Monseigneur Georges Hellinghausen und dem Patrick Hubert dafür auf dieser Platz merci. Ich stelle euch die zweite Partie vom Rapport Faits et Chiffres 4, die das Centre Jean betrifft. Das Partie umfasst selber zwei Teile. Der nächste Teil präsentiert das ganze Spektrum von Aktivitäten vom Centre Jean 23, den zweiten Konten. Wir haben für das Jahr 2013 auch aus freien Stücken als Konten und den allgemeinen Regeln, die für die Société Commerciale gelten, aufgestellt. Das Mesure, verbunden mit der Kontenanalytik, helfen, Transparenz zu schaffen und noch mehr kosteneffizient und damit zukunftsweisend zu schaffen. Madame Reuter wird noch die Konten mehr detailliert vorstellen. Hier an der Ökonomin vom Centre Jean 23 Grand Séminaire, der Madame Panning, Lochans merci für den engagierten Ersatz. Die Aktivitäten vom Centre Jean 23 Grand Séminaire gehen an 8 Punkten an diesem Bericht vorgestellt. Für das Arbeit am Dienst von der Pastoral und von der Gesellschaft zu bewältigen, stehen uns neben den 8 Profen, die auch all die nötigen akademischen Graden haben, auch 2 Bibliothekären und eine Reihe anderer Mitarbeiter zur Verfügung. Von diesen Mitarbeitern gehören eine Reihe dem Regime des Ministres du Culte und andere sind Employés privés vom Archevêché, andere durch Konventionen am Staat über verschiedene SPLen finanziert. 5 sind auch Ouvriers vom Centre Jean 23. Anschließend dann noch ein Wort zu der Institution vom Centre Jean 23, Grand Séminaire, selber an ihrem doppelten Namen. Das Seminär ist traditionell die Institution, an der ein Diözese geistlich ausbildet. Der Klerus verlangt quasi das einzige Personal von der Diözese, aufgesehen auch von den Ordensleit. Heute ist das Personal eine viel mehr diversifizierte Gruppe von hauptamtlichen, nebenamtlichen und benevolen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Wie an andere Sektor d'activité brauchen de Slides sech eng solid, aktuell Fachwissen, mar eng professionaliséierend Ausbildung, an der die Relation humaine eng wichtig Rolle spielen. Dementsprechend sind noch d'activités d'enseignement, de formation continue et de recherche am Lauf von der Zeit diversifiziert gin. Daus a Weiterbildung von der Geistlichen geheiert nach immer als die zentrale Aufgabe zum Centre Jean 23 Grand Séminaire, mat Aufgabe beschränkt sich net heirober. So steht in Döblenum für Kontinuität an Entwicklung an der diözesaner Bildungs- und dummer den Zusammenhängen der Forschungsarbeit. Taus dreht en ënnernde Titel Formation, Recherche, Dialogue et Dokumentation. Das ist ein Titel bezeichnet Bandbreite von dem, was hier geschafft wird, und trägt dummer den großen Reichtum aus. Die vielfältig qualitativ aussprechende Aktivitäten vom Centre Jean 23 Grand Séminaire an diesen Sektoren gehen am Rapport an 7 Punkten dafür gestaltet. Erlaubt mir ein Wort zu 2 Themen, nämlich zum Institut de Pädagogie religieuse, den Religionsenseignants aus a Weiterbild an zu dem Wort Dialog. Diskussionen um den inhaltlichen Werteunterricht betrifft auch die Vision, die wir für den Institut de Pädagogie religieuse entwickeln. Ich erinnere daran, dass das Institut de Formation supérieure ein staatlich akkreditierter Bachelor en Pädagogie religieuse ausstellt. Das Diplom ist schon sehr einfach auf eine gewandelte Art und Weise, Religion an der Gesellschaft zu verstehen und zu vermitteln. Des Weiteren bietet das Institut de Pädagogie religieuse auch die Formation permanente für die Religionsenseignants an. Wir haben am Lauf des Jahres 2013 387 Leute und 10 Formationstage teilgeholt an 311 Leute und Atelier de Formation. Für die Welt, zu der wir gehören, zu verstehen, wie sie ist, und aus der Relation mit dem Herrgott, die wir Glauben nennen, zu interpretieren und auch zu gestalten, braucht weiterhin innovativ, interdisziplinär und international vernetzt Bildungsprogramme und Forschungsprojekte. Dafür hat auch den IPR Zukunft. Den Dialog. Den Dialog mit allen sozialen und politischen Akteuren und auch an der Kirche selber als konstitutiv für die Kirche, für die Theologie und so auch für das ganze Centre Jean 23. Es gibt keine Theologie, die nicht am Dialog führt. Mit der Tradition, die als vom Herrgott schwätzt, mit den Menschen von Haut an ihren Ideen. Den Dialog mit allen gesellschaftlichen Akteuren und auch an der Kirche selber als nicht nur eine Aktivität, sondern auch eine Haltung, die das Centre Jean 23 an alle Sektoren kennzeichnet. Das weist sich an den Konferenzen, die Geburten gehen, wie auch an den Kommissionen, die heute tagen. Das weist sich auch an der Art und Weise, wie du evaluiert wird. Nicht umsonst dreht Haus den Namen von dem Papst, den das Zweite Vatikanische Konzil zusammengerufen hat, also es gegen die Gestalt wird, die alles an der Welt just schlecht beurteilt haben. Das ist der Papst von der Reform und der Kontinuität und damit ist es der richtige Patron für als intellektuell Arbeit. Ich gebe das Wort und Madame Reuter-Neskin, die die Finanzen vom Centre Jean 23 Grand Séminaire durchstellen wird, die fand es am Bericht auf den Seiten 83 folgend. Monsieur Héret a précisé. Ich bin gewundert. Seid gut aus. Super. Glücklicherweise danke ich nicht um zu sagen. Donc, comme M. Jean Héret vous l'a précisé, le Grand Séminaire a établi ses comptes annuels pour la première fois en appliquant les principes comptables généralement admis au Luxembourg. En clair, on est passé d'une comptabilité recettes-dépenses à une comptabilité d'engagement. Ça a eu des impacts sur les comptes et plus particulièrement des redressements des capitaux propres antérieurs à concurrence de 1,3 million du fait qu'on a valorisé de façon exacte le patrimoine, on a fait faire une évaluation par un expert indépendant, on a reconnu la qualité de certains actifs comme des actifs grevés et on a introduit différents fonds grevés en comptabilité qui étaient gérés auparavant de façon extra-comptable. Au 31 décembre 2013, les fonds propres s'élèvent à 4,6 millions,
le total des avoirs à 8,7 millions, mais il ne faut pas oublier que dans ces avoirs, des fonds grevés sont enregistrés à concurrence de 2,9 millions. Ce sont principalement des bourses pour les séminaristes où les contreparties de ces fonds grevés se trouvent dans les actifs. Le grand séminaire est en charge de toutes les activités liées à la formation, notamment l'IPR, comme l'a dit M. Herret, et est subsidié annuellement à concurrence d'1 million d'euros par l'archevêché, et ce sont principalement des frais de personnel. Je pense que les autres détails sont repris dans les comptes, mais s'il y a des questions, pas de problème. Voilà, ich denke, du sind von unserer Seite aus die Aktivitäten und die 12 Viergestalt, die sind gerne auf der Seite von der Lützburger Kirche und der Leitung vom Erzbischof Jean-Claude Tollerich, die Hausaufgaben zu machen, die stehen, aber machen das in einem politischen Kontext, die auch am gerne zu evaluieren.